Fans sorgen hier ordentlich für Stimmung. Lassen wir uns überraschen, was für eine Partie uns diese beiden Mannschaften heute bieten werden, liebe Zuschauer. Eine unsaubere Aktion, deshalb Freistoß. Wenn die Flanke kommt, wird das eine große Möglichkeit. Jetzt kann er den Ball von links hereinschlagen. Direkt der Kopfstoß aufs Tor. Im Nachsetzen. Der ging über den Kasten. Große Abstimmungsprobleme da hinten in der Abwehr, das geht nicht lange gut. Da ist kein Durchkommen. Riesenchance von rechts da mal reinzuspielen. Erklärt die Situation. Die Verteidiger haben hier wirklich das Nachsehen. Was für ein hervorragend gemacht! Das ist das erste Tor dieser Begegnung. Wahnsinn! Die Fans sind geradezu fasziniert von der Vorstellung ihrer Mannschaft. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Und wir beide sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Sowas wollen wir hier gar nicht sehen. Unfaire Attacke, Freistoß. Das dürfte Einwurf geben. Er schiebt den Ball durch die Mitte. Und er probiert's. Fürs Erste kann er klären, aber jetzt gibt's Ecke. Lisbonne. Der geht aufs kurze Eck. Eine gute Flanke und der nächste Treffer ist eine Frage der Zeit. Der geht an die Latte. Haarscharf vorbei. Er berührt das Außennetz. Zurück. Ungarn. Er hat den Pass instinktiv erkannt. Die Chance auf den Ausgleich, wenn die Flanke passt. Oben drüber. Die Flanke kam von links, der Mitspieler war komplett frei, aber der Abschluss war nicht gut. Und wir beide und das gesamte Konami-Team wünschen Ihnen eine gute Nacht. Da kommt der Schuss. Und da geht noch was. Der ging nur ans Außennetz. Er hat eigentlich genug Platz, um konzentriert abzuschließen. Letztlich unglücklich. Die Chance zum Flanken. Eine gefährliche Situation. Da geht noch mehr. Jetzt flankt er. Ein ganzes Stück vorbei.
Gute Flanke, schöner Ball, aber schludriger Kopfballversuch. Guter Pass. Da können sie sich befreien. Gutes Zuspiel. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Keine Tore bis hierhin und wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, dann bleibt es bis zur Pause dabei. Rechter Flügel. Flanke nach innen. Traumhaft gemacht. Das wirft sie ein gutes Stück zurück. Österreich. Und das so kurz vor der Pause. Wunderschöner Kopfball. Das 1:1, es geht von neuem los. Womöglich gehen sie wieder in Führung, wenn der Ball gut kommt. Und er schießt. Genial gemacht. Und wieder gehen sie in Führung. So kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts. Und kraftvoll mit rechts getreten. Also der Großteil der Fans hat mit diesem Tor so seine... Hat sich das Spiel gedreht? Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber da ist der Gegner schneller. Er geht den Ball hinterher und könnte flanken. Der Pass kam nicht an. Gut geklärt. Lies Brunier. Und er zieht einfach mal ab. Das war keine große Sache für den Mann im Tor. Der Pfiff ertönt, es geht in die Kabinen. Pause. So, Hansi, bitte. Deine Meinung ist gefragt. Ja, ich weiß, alles was zählt ist das Ergebnis, aber ganz im Ernst. Von der Spiel- und Raumaufteilung ist da noch eine Menge Platz nach oben. Dreimal hat es gerappelt in der ersten Hälfte. 2:1 der Spielstand. Beide Teams in unveränderter Aufstellung. Keine Auswechslung. Nach außen gespielt. Das könnte was werden. Der flog am Pfosten vorbei. Der Ball bringt da doch etwas Unruhe rein. Slowenien. Jetzt könnten sie von links flanken. Ist oben, abseits angezeigt. Gute Entscheidung des Assistenten.
Eine böse Aktion. Freistoß ist das Mindeste. Dafür sieht er eine Karte und ich kann durchaus verstehen, dass sein Trainer damit nicht glücklich ist. Denn die war so überflüssig wie ein Kropf. Der ist ihm irgendwie vom Schlappen gerutscht. Nichtsdestotrotz muss sich die Abwehr hier fragen lassen, warum sie ihn hier so unbedrängt schießen lässt. Kroatien. Aber der Gegner schläft nicht. Erklärt die Situation. Der Ball ist draußen. Gute Position für einen Einwurf. Linker Flügel. Und er will das Tor. Das ähnelte mehr einem Torabschlag. Hätte ein Törchen verdient gehabt, das Ganze. Er könnte ihn in die Mitte zirkeln. Österreich. Die Abwehr ist hoch konzentriert. Ungarn. Schön in die Mitte gespielt. Und jetzt muss das Ding doch einfach rein. Slowenien. Er versucht von da. Den holt sich der Keeper. ...60 Minuten sind durch. Rechts außen. Zum Mann in die Gasse. Der hätte sitzen müssen, aber er geht vorbei. Da stand die Abwehr sehr ordentlich und dann geht es halt nicht anders. Der Pass geht in die Lücke hinein. Wirklich solide Abwehr. Ein übles Foul. Freistoß. Dafür sieht er gelb. Ich meine, das war schon im Ansatz zu sehen, dass das Foul nicht ohne Auswirkungen bleiben würde. Das bedeutet allerdings für den weiteren Verlauf der Partie, dass er sich jetzt etwas zurückhalten muss. Gleich 2 Akteure werden ausgewechselt. Klar, dass der Trainer jetzt nochmal versucht, die Abwehr zu stabilisieren. Gute Möglichkeit zum Flanken. Österreich. Zack, zack. Klasse gemacht. Endlich zieht man eine ab. Über die Latte. Die Augen hat er nur auf den Ball gerichtet. Irgendwann muss ein Stürmer dann auch gucken, wo das Tor steht. Also da fehlen einem doch wirklich die Worte, oder? Na, das war ja ein reiner Spaziergang für Sie. Deine Meinung zur heutigen Partie, Hansi? Mehr oder weniger ja. Einige Sachen liefen allerdings noch nicht ganz rund. Daran müssen sie noch arbeiten. So, bevor wir das Stadion verlassen, möchte ich noch die Zeit nutzen, um Hansi